Wir befinden uns in einer Schule im Mostviertel. Es ist gerade Pause und mehrere Schüler stehen zusammen und sprechen über die neuesten Geschehnisse in ihrem Heimatort Oberndorf. Hallo, habt ihr schon gehört, dass das Heiligen Geistbrendel renoviert worden ist? Ja, die Landjugend hat das in die Hand genommen. Meine Schwester war auch dabei und hat beim Projektmarathon geholfen. Na, da weiß ich ja sicher, warum die da überhaupt steht. Ich hab schon gehört, dass dort einmal ein Geistertod immer wieder sollte ein Lichtel zum Sehen gewesen sein. Das glaube ich nicht. Ich hab gehört, dass dort die alte Kirche von Oberndorf gestanden haben soll. Und immer, wenn die Bauern mit ihren Ochsen und Pferd geackert haben, haben diese sich vor Ehrfurcht niederkniet. Außerdem soll dort der alte Monstranz gefunden worden sein. Und all die Mauerreste. Andere müssen Münzen und Schmuck. Wow, das ist ja cool. Da muss ich auch mal graben hingehen, dass ich auch einen Schutz finde. Ich hilf da. Aber das mit der alten Kirche stimmt nicht. Die steht ja da schon seit dem Mittelalter. Also meine Schwester hat gesagt, dass die Kapelle dort steht, weil ein Viehhändler sie im vorigen Jahrhundert bauen hat lassen. Vielleicht findet man ja noch was raus, wenn wir in Oberndorf ein Heimatbuch nachschauen. Die Schüler müssen also erst nach Informationen suchen. Wir jedoch haben es besser, denn wir machen einfach gedanklich eine Reise ins 19. Jahrhundert, genauer gesagt ins Jahr 1885. Soeben befinden wir uns auf einem Kärntner Viehmarkt, wo der Viehhändler Tobias Schichel gerade 23 Ochsen gesehen hat, die ihm sehr gut gefallen. Und wie es bei Viehhändlern so üblich ist, wird jetzt einmal ordentlich gehandelt. Aber hören wir ihnen doch selber zu. Wie viel kriegst du für die Ochsen, wenn ich da alle ankaufe? Alle 23 Stückel, so viel Geld hast du gar nicht. Das wirst du schon sehen. Also, wie viel? Wie willst du das denn überhaupt heimbringen? Soll ich dir einen guten Treiber empfehlen? Nein, das mache ich allein. Ein Trauer nur dazu kostet mir zu viel Geld. Hier hängst einfach alle an einen Strick zusammen. Na, wenn du dich da nicht übernimmst, aber bitte, wenn du meinst, aber pass auf, wenn du nach Bandeine kommst, dass da nicht alle abstürzen. Da ist nämlich ein Berg, wo es ganz plötzlich in die Tiefen geht. Aber wo? Da kennst du uns Mostviertler schlecht. Ich pass schon auf. Da sollst du einmal die Christ bei uns sehen. Da ist der Bergabsturz bei ihm gar nichts dagegen. Na, machen wir halt das Geschäft und pfiat dich gut mit deinen Viecher. Du bist mir ja einer. Und so machte sich der Oberndorfer Viehhändler auf den Weg mit seinen 23 Ochsen. Es ging erstaunlich gut und schnell über den Berg und Tal der Heimat zu. Und dann kam er zu dem besagten Berg mit dem jenen Absturz bei Bad Einöd. So, herum hätten wir's. Drunten hast du schöner Gegend, aber schneller geht's über den Berg. Geht's, meine Ochsen, seid schön brav und passt auf, was hinsteckt, sonst stürzt von alle an. Geht's. Jesus, na da vorne noch je, die ersten zwei. Brrr, bleibt stehen, dumme Viecher, ich soll's dir nicht so schnell gehen. Spät, Jesus, Maria und Josef, jetzt stürzen die anderen auch noch an, weil's alle zusammengehängt sind. Heiliger Berg, alle fallen's runter und ins Wasser, in die Mur. Die schönen Viecher, das viele Geld. Ich depp, was muss ich 23 Ochsen verkehrten ganz allein auftreiben? So, jetzt schnell zum Fluss runter, vielleicht kann ich ja nur ein paar retten. Marantana, was ist denn das? Gibt's das? Heiliger Himmel, die Viecher leben ja noch alle. Schauen wir gleich mal, ob einer recht viel passiert ist. Gott sei Dank, nur zwei sind was angeschafft, der Rest alle heil und gesund. Dankeschön, lieber Gott im Himmel, Dankeschön. So, jetzt schauen wir, dass wir schnell heim nach Oberndorf kommen. Und wenn ich dort ankomme und es ist nichts Aufregendes mehr passiert, dann stiftet der große Kapön. Und so war es dann auch. Tobias Schichel kam mit seinen Ochsen gut nach Hause. Und so klopfte er bald darauf an die Pfarrhoftür. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich möchte der Kapön stiften, einen Buchs beim Ocker, beim Heiligen Geistbrendel, und möchte Sie bitten, ob Sie die Kapön einweichen. Vielleicht am Pfingstsamstag, weil doch rennt meistens das Wasser beim Brendel und es kämen recht viel Leute. Lieber Tobias, ich habe von deinem Glück beim Herauftreiben Ochsen schon gehört. Gerne werde ich die Kapelle, wenn sie fertig ist, einweihen. Wir werden auch jedes Jahr am Dreifaltigkeitssonntag eine Prozession dorthin machen. So wurde die Kapelle gebaut und im Jahr 1886 eingeweiht. Seitdem werden bis heute immer einen Sonntag nach Pfingsten Prozessionen dorthin gemacht. Die Leute beten um gutes Wetter, Regen und Fruchtbarkeit für ihre Felder. Und manche Oberndorfer glauben so fest an die Wirksamkeit dieser Prozession,
dass sie sogar bei schönstem Wetter immer einen Regenschirm bei sich haben.